vor der 7. Der Freitagmorgen da auf DRS3 und es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Schon wieder eine Woche vorbei und was für eine. Halten wir für unsere Nachwelt fest, was Wichtiges passiert ist und vor allem, was zu reden gegeben hat. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Der Wettermann Jörg Kachelmann gibt definitiv wieder zu reden, angeklagt wegen Vergewaltigung, freigesprochen mangels Beweis und jetzt das, ein Buch mit dem Titel Recht und Gerechtigkeit. Viel Medienpräsenz von Jörg Kachelmann. Was sagt er? Er sagt, die Presse, die ist unfähig und vor allem unfair. Ich glaube, das kennt ihr aber auch, oder Christoph Mörgeli? Absolut, ich stimme Jörg Kachelmann voll und ganz zu. Er ist wie ich das Opfer von einer Verschwörung und wie bei ihm steckt mit der Regine Äppli bei mir eine Frau dahinter. Sie seid doch ein Mann, passen Sie auf, gell? Jean Ziegler, ein Mann mit Sinn für Gerechtigkeit und auch Sinn für... Ich bin schockiert. Ein Mann, der selber vor der Schranke gestanden ist, beurteilt einzig, was Recht und Gerechtigkeit ist. Ein Schwerverletzter ist doch auch nicht einfach automatisch ein Experte für Medizin. Unser Nazi-Trainer hingegen, der redet von einem Comeback. Ja, der Comeback vom Jörg Kachelmann ist interessant und er ist schwer gefällt worden, gibt jetzt ein Comeback und da geht voll in die Offensive und so wird ich ihn heute gegen Norwegen sich von Anfang an spielen lassen. Ja, seine Augen, die leuchten, die Augen vom Christian Gross. Ja, ich freue mich für den Kachelmann, dass er jetzt zurückkommt. Wünschte, ich könnte auch zurückkommen. Wünschte, ich wäre im Knast gewesen. Die passende Frisur habe ich auch schon. Ja, schon recht. Was für eine Woche kann man da nur sagen? Durchregen und all der Schlamm. Herr Köppel. Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass die Schlammschlacht von der Uni Zürich ausgegangen ist. Eindeutig. Schlamm, Regen. Eigentlich könnte man zusammenfassen und sagen, das perfekte Wetter für Offroader. Ja. Und das müsste sogar jetzt dir so sehen, Offroader-Hasser. Und jetzt kommen wir auch zu Wort. Ja. Bastien Giro. Ja, man sagt ja, Regen macht schön, aber ich bin der Einzige, der auch ohne Regen schon geil aussieht. Und in der regendichten SUVs sitzen ja nur Menschen, die scheisse aussehen. Ich bin empört. Am härtesten trifft's auch die Leute, wo das Wasser schon vorher bis zum Haus gestanden ist. Die Reichen haben es oben am Berg gemütlich, während die Armen Hunger vertrinken. Das Wetter als Metapher für Gesellschaft. Schon mein Freund Jean-Paul Sartre hat damals gesagt, regarde Jean, il bâton, schau Jean, es schifft. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.